Ich weiß nicht, wo sie zieht mich dort zu kommen. Die Stadt hat als eine zauberische Macht. Von dem Brett weiße Vögel fliehen und der Jahr mit dem Himmel sich trifft. Das ist Jaffa, wo Träumen sie blieben. Das ist Jaffa von Teller und Welt. Guten alle, Shalom Aleichem. Ich will jetzt stellen ein Lied von der Kabarett, was Yad hat geschrieben. Yad schreibt doch Kabaretten, jüdische Kabaretten. Und die Serie Kabaretten ist Esthers Kabarett. Wir werden noch reden wegen dem in der Interview. Aber dabei will ich jetzt stellen ein Lied Sing Ladino von Janko Gladstein mit Untergrund-Videos von Tel Aviv, Jaffa. Wer sie singt das ist Miri Unesti, mit der Schirr sie da morgen später auch. Sing Ladino, blonder Sänger, unser Zäuber Jargonino, alkoholierte Rederei, allzezungte Spracherei, zum Vergino, Gino, in goldiger Eufstrahl, Eufprall, allgefahr, Gedankerei, alle Bräuten, alle Teuten, alle Teigen, alle Tundren, alle Wundern, Alkoholieren, Alcharusen, alle Spießen, alle Kneuten, alle Häuten, Geräut und Falaschino, Palestino, Daverino, unser Univers Ladino. Blonder Ladino, sing Ladino, blonder Sänger. Von die Tiefen und tiefer nochen, Slawisch, Lubavitch, Unterkavisch, Lachisch, Kazachisch, Jewonisch und Teftonisch, Kaukazisch, Aschkenazisch, Karpatisch und Asatisch, unser Sprachgetummel, unser treuerigen Allgerummel, unser Rummel, unser Schummel, unser Letwisch, unser Jutwisch, Jargonino, schlanker Denker, blonder Sänger, sing Ladino. Gut. Ja, fahren wir mir kann sagen eine Minute etwas wegen der Lied. Wer hat das geschaffen? Die Wörter sind von Jankiv Gladstein, wie du hast gesagt, geschrieben in die 30er Jahren in sein Buch Jiddisch Teitschen. Es ist ein sehr interessantes Lied und wir haben geschrieben ein Kabarett wegen Jiddisch in allgemein. Was heißt, Mameloschen in Taten rein. Ich habe gemeint, dass das passt für das Kabarett, weil das ist ein Lied wegen Jargonen, ja. Ladino ist dort nicht BMS Ladino, nur alle Jargonen und die Sprachen, was mir halt wie Jargonen, aber in dem Lied wir können sehen, dass Gladstein will dafke Hanoi haben von dem Indien von a Sprach, was hat so viel Haspoes und Sesamin Jargon. Und es die Nissim, was ist die Regisseurin und eine Aktrice in dem Kabarett, hat gebeten nach Haver deine, was heißt Amnon Beham, soll komposieren eine originelle Musik für ein Lied. Und der Fall haben wir als eine Sache, was alle können sehen auf YouTube.
Und das ist BMS, was wir wollen schaffen in dem Kabarett oder לכל הפוך את Teil von die Sachen, was wir wollen bergreifen. Danke, ein großes Gespräch von dem. Und wir reden später auch über die Kabarett. Und dabei will ich auch nicht mit sagen, als ihr kennt mich nicht, ich heiße Eli Benedikt und ich bin der Programmdirektor beim Jiddischlige. Ich will sagen, zwei Wörter wegen der Jiddischlige, zwei Wörter wegen Yad und danach wollen wir rübergehen zu dem Interview allein. Und die Jiddischlige Zelle wird offiziell in Jiddisch wie eine moderne, in lebendige Sprache, in mutig Menschen, dass wir sollen reden Jiddisch in einem zugtäglichen Leben. Die Jiddischlige gibt auch ein Journal mit Nummern auf Schwell, Wörterbücher, Lernbücher und andere pädagogische Materialien, wo helfen euch, sich auszulernen, einseitig Jiddisch. Wie euch halten wir besondere Programme mit der Persönlichkeiten, Forsches, Singers, Akteuren und Kulturtiers, was bringen euch einen Blick auf Jiddisch in einseitigen Kultur und gebt euch eine Gelegenheit, sich zu kennen mit sein. Wir verbeten euch zu stützen die Jiddischlige, wird ein Mitglied und stützt die einzige jiddische Organisation, was hat alle ihre Unternehmungen auf Mameluschen. Gedeckt sie sehen alle unsere Wörterbücher, Produkten, Wörter von der Woche noch, geht auf liedfürjede.org, liedfürjede.org. Alle unsere friedige Programme könnt ihr euch treffen dort auf unserem YouTube-Kanal, was heißt Jiddischlige oder Lied für Jiddisch auf Englisch. Eins haben wir die Vergnügen zu reden mit Dr. Yad Biran. Wir wollen reden wegen Jiddisch-Schaffung in Schreibers in Erzisruel, in Tel Aviv befragt, und wegen dem Meimet von Jiddisch und gegen Hebräisch. Amul in eins. Wir wollen euch reden Jiddisch in Tel Aviv einige Zeiten, befragt wegen seiner Arbeit wie Jiddisch-Stufführer und Schreiber für Jiddisch-Kabaretten. Wird sagen nach zwei Wörter auf ihm. Dr. Yad Biran ist geboren geworden in 1976. Sein Doktorat behandelt die Reise von jüdischen Schreibers kein Erzisruel. Yad hat mir das geschickt mit der Apotheke zurück. Das hat 300 Blätter oder was. Riesig. Und hat gelernt jüdische Sprache, lernt noch alles. Jüdische Sprache in Literatur, in Haifa, in Tel Aviv, in der Hebräischen Universität, in Jivo, in Bet Shulam Aleichem. Gemacht, wir können sagen, aber nicht. Hat geschrieben eine Bucherzählungen auf Hebräisch, was heißt Litzchok im Letaot. Der Lachen mit Yasherges. Und der Hauptmotiv in der Meisalach ist Jiddisch. Sein Serge Jiddisch Kabaretten, Esther's Kabarett, hat mir vorgestellt über Israel in Asach-Erter. Biran ist euch ein Schaffer von einem Tourprojekt, das heißt Jiddisch auf die Gassen, weil wir 4 Touren, wo es gehen auf die Spuren von Jiddisch Kultur in Tel Aviv, in euch in Jerusalem. Geht es, geht ein Jahr. Guten Abend oder morgen bei euch. Es ist ein paar Genügen zu dir oben, ich glaube, dass das Masken hier kommen. Ich will dir unheimlich fragen, wegen deiner Biografie, deiner Geschichte. Ich meine, sie hat befragt, sie tun, Ascheiches mit Jiddisch und gegen Hebräisch. Du hast gewachsen in Erzisruel? Ja, ich bin geboren geworden in Erzisruel, in Petach Tikva. Gehört Jiddisch nur bei dieser Debobe ein bisschen. Nicht genug, dass ich so kennen, Mamisch reden, aber ich habe verstanden, etwas, ein bisschen passiv in allgemein. Aber mein Jiddisch ist der Rückkehr von der Universität, wo ich habe angehoben, sich zu lernen, die Sprache Gufe. Ich will dir fragen, wenn du aus euch gewachsen in Erzisruel, ich weiß, befragt in der erste Dorf von Ariber gefahrene in Erzisruel, es ist gewesen ein größer Spiel von Anti und gegen Jiddisch. Du hast aus euch gespielt oder Jiddisch überklandig gewesen auf dem Tisch? Ich bin geboren ein bisschen später, meine ich, als Kinder in die 80er Jahren, wie ich bin gewesen, haben nicht gespielt, Mamisch, aber ich habe mich gegen Jiddisch. Und befragt in mein Sede Bobes Heim, gedenke ich, als Jiddisch ist gewesen in ganz normal. Sie haben geredet zwischen sich Jiddisch, mit die Schwester von mein Bobbe haben sie geredet Jiddisch, euch mit mein Mame und mit mein Tate hat man geredet Jiddisch, Rotsch, sie haben geredet bei der Klall auf Hebräisch. Und auch viele mit mir, die Bobbe hat geredet ein bisschen Jiddisch, wenn ich bin gewesen, Mamisch klein und später, wenn ich habe angehoben zu entfernen auf Hebräisch, hat sie euch, ist sie euch darüber auf Jiddisch, auf Hebräisch. Aber das ist eine Sache, was ich bin sehr dankbar, meine Sede Bobbe, was sie haben sich nicht geschämt, Bechlal mit Jiddisch. Sie sind in Eule gewesen ein bisschen später. Sie sind gekommen von Rumänien in Erzisruel in 1960 und das ist efter Siebe, das was sie haben nicht gewählt, sie sind nicht gewählt da in Erzisruel mit 10 Jahren früher, aber es ist keinmal nicht gewählt eine Frage, reden oder nicht reden Jiddisch, es ist gewählt in ganz normal für sie und das ist was ich habe gespürt bei sie in der Heim. Mhm. Und sie sind Tage Rumänisch von beiden Seiten, auch deine Mama, auch dein Tate?
Von dem Tatenzeit, ist gekommen von Slowakei. Ja. Ist Slowakei von einer Seite und Rumänien von der anderen Seite. Von beiden Seiten bin ich von der österreichischen Imperie, ob man will, also ich sage. Preußingern. Ja, Äh, genau. Ungarn, mehr von Österreich, ja. Wenn hast du umgeht mit Jiddisch? Wenn bist du jemand verliebt in den? Ich habe gesucht meinen Weg in die Universität als Zeit. Wenn ich habe getan mein MA in kulturelle Limuden, habe ich gedacht, sich lernen eine andere Sprache. Und ich habe gesagt, also ich will lernen Jiddisch. Die Professor, mit wem ich habe geredet, hat gesagt, dass ja, es ist eine gute Idee. Sie wollte gekannt euch sagen, dass es passt nicht und man darf lernen Französisch oder Deutsch oder sie darf keine Masken gewählen. Ich habe ich angehoben, sich zu lernen Jiddisch wie ein Teil von meinem MA bei Hanan Bordin in Jerusalem. Und ich habe gehabt, das Sache neu. Es ist gewesen sehr interessant für mich. Also ich sitze in Klassen, wo es handeln Grammatik, wo es ist bedeutet klar ein bisschen nudne. Und sei wie sei, habe ich gehabt, das Schmeichel auf mein Ponym die ganze Zeit. Ich habe verstanden, dass es da etwas dort in dem, was ist interessant. Und ich habe beschlossen zu schreiben, meine These euch wegen Jiddisch. Mein Professor ist gewesen Avrom Noverstern. Und ich hab geschrieben damals eine These wegen die Geschichte, Limudim-Programmen in die Zischo-Schulen. Das ist ein Schulwesen, was ist gewesen in Polen zwischen die Weltmilchomes. Das ist gewesen mein Eintritt in Jiddisch, weil durch Lernen nach Sachtexten, was hat gedauert, bedeutet eine Sachzeit für mir, in die Jahren, wenn ich habe angehoben sich lernen, habe ich verbessert das Sach, mein Jiddisch. Später hast du gemacht den Schreiben ein Doktorat in dem, ja. Ja, nach dem MA hab ich euch geschrieben ein Doktorat, schon in der jüdischen Programm in der Hebräischen Universität. Und das ist gewesen wegen jüdische Schreiber, die haben besucht Eretz Israel zwischen 1907 und 1937. Es sind gewesen eine Sache, solche Schreiber, wo sie sind gekommen in Eretz Israel. Es ist sehr interessant, oder ich bin gewesen sehr neugierig zu sehen, ob der Eufen, auf was sie beschreiben Eretz Israel, ist anders auf ein Eufen von, was wir kennen, von hebräischen Mekoirim oder viele in andere Sprachen. Und wer sind gewähnt der Hauptschreibers in jener Ist, Stufe? ja, wir kennen auch anheben mit Scholemash. Scholemash ist einer von den Helden von meiner Forschung, weil ist gekommen in Eretz Israel viermal. 1907, 1914, 1927 und 1936. Und das ist Ja. äußergewöhnlich für mich wie ein Forscher, weil das Kommen jeder zehnlich Jahr mehr oder weniger ist gewesen ein Öffnen, wo sich gekannt vergleichen, was hat geändert in Eretz Israel und was hat sich geändert bei ihm, bei Aschen, in seinem Zugang zu Eretz Israel und im Ganzen zu die Frage von Jüdischkeit und das jüdische Volk. Euch meine ich, wie viel ich weiß, als ich kann ihn halten wie der erste moderne jüdische Schreiber, wo sie ist gekommen in Eretz Israel und geschrieben wegen dem Land. Und das ist sehr symbolisch, weil Peretz hat geschrieben, als Asch fort in Eretz Israel in einer Kritik, was er hat geschrieben wegen seiner Pieces, das ist gewesen an min sei gesund von dem Reben. Und Scholemash ist der Erste. Die Klassiker sind nicht gekommen in Eretz Israel. Und Scholemash von dem jungen Schreiber kommt in Eretz Israel und schreibt interessante Sachen wegen dem und kommt weiter gesedert, wie ich habe gesagt früher. Sehr bekannt Buch ist euch Jehoiasches Buch.
Er ist gekommen 7 Jahre später, in 1914, Kloimerst Eule zu sein, Mamisch, sich zu besetzen in Eretz Israel, nicht nur auf Besuch, aber seine Aliyah ist nicht gewesen gelungene, zuliebe der Ersten Weltmilchome. Er hat gemusst äh, zurückfahren in Amerika zu lieb dem. Aber sein Besuch und sein Buch, was heißt von New York bis Rehovot und zurück, ist auch sehr ein interessantes Buch. Er beschreibt dort Amin Eretz Israel, was ihr Center ist Dafke in Rehovot und nicht in Jerusalem. Und das ist gewesen sehr interessant für mich, zu sehen, als hat Liebe Rehovot und Sofek mehr, wie hat Liebe Jerusalem. Oder wir können viele sagen, als hat mamisch Feind Jerusalem, wenn hat dort kürzlich besucht. Nun, später sind eine Sache andere Mechabrim. Es ist ein Stückchen Zeit zu reden wegen sie alle. Aber Ja, also ich will, lass mal sich zurückziehen, aber nicht, weil du hast gesagt, die Songen beschreiben auf die Kufe von 1907, ja, und es ist gewähn Jiddisch in Eretz Israel fahr dem Euch, ja, es ist gewähn, wir wissen, es ist da ein Brief von der 15 Epes, 1560, dachte ich mir, von Almone, was meint in Jerusalem, ich schicke kein Kair zu ihr Sohn, und der Chassidim, der Alias und der Chassidim, sind nach offen, so haben sich weggesetzt, die noch in Zfas und dann noch in Jerusalem, ich probiere verstehen, wenn ich ja eins am Kopf von einer jüdischen Schreiber, von einer jüdischen Schreiber, was handelt mit Jiddisch, kommt von einer Platz, wo die Zionisten oder, weiß ich, die Hebräisten probieren Stuppen zu Hebräisch. Und kommt zu einem Land, zu Israel, was der Stupp darf sein zu Hebräisch. Und hat lieb mehr Rechovat, weil in Jerusalem redet man Jiddisch, in Rechovat redet man Jiddisch. Erst, ja, in Rehovot redet man euch Jiddisch. Efter, man will reden Hebräisch, aber man redet uns auf euch Jiddisch. Und in Tel Aviv redet man euch Jiddisch, hat man ruft Tel Aviv die erste hebräische Stadt. Aber das ist, ja, das ist sehr interessant, weil er ist ein Jiddischist, aber er ist euch ein moderner Jid. Und wie ein moderner Jid hat er lieb besser die Kolonies und die neue Leben in Eretz Israel, wie das Leben in Jerusalem, wo sie ist veraltet und fromm und, ja, und so weiter. Und es ist sehr symbolisch, wie er beut die zwei Erter, einer gegen dem anderen. Ist viele, wenn er besucht in Jerusalem Bezalel Kunstschule, was darf sein der Center von nahe Jerusalem. Boris Schatz hat gebaut eine Schule, was hat gelost sein ein anderer in Jerusalem. Lass mir sagen, ein neuer Tempel in Jerusalem, ein neuer Besmekdesh von Kunst. Und sei wie sei, wenn Jehoiash besucht dorten, was sieht, ist eine Klasse, in was es ist da ein Modell für die Moller, für die Studenten, und er ist ein alter Teimoni, was guckt auf sie wie Meshugoim, weil er versteht nicht, was sie tun und für was mollen sie ihm. Und er sieht eine verstubte Fegel von einer Ausstellung oder eine Sammlung von verstubten Chayes, was ist gewesen dort in Bezalel. Und er will, wie schnell er kann, Antläufen von Jerusalem. Und er schreibt, dass er hat früher geotemt, wenn die Bahn ist schon in Arop in der Richtung von Tel Aviv. Wir können sich lernen eine Sache wegen der Zugang von einer Schreiber in Eretz Israel oder zu Eretz Israel, von was er schreibt, ja. Sie schreiben etwas auf die Gegenschaft von Hebräisch, auf der Milchomes von der Sprache in Eretz Israel. Sie schreiben etwas wegen dem? Oder sie beschreiben nur Eretz Israel, weiß mit Geschenkeit und weiß ich. Ja, also ich schreibe wegen Arzt, versteht sich. Wir kennen lernen verschiedene Aspekte von die Sprachenkampf in Eretz Israel. Ist zum bei Jehoiash, es ist manchmal ein Kapitel, wo es heißt die Harinte und die Chiffre. Was ist mein Titel für die Beziehung zwischen die zwei jüdischen Sprachen, schon von die Zeiten von der Haskole. Und auf einem es ist ein Film, was wir haben geschaffen mit schon knapp 10 Jahren zurück.
in was Mandy Kahan spielt dort in Jehoiash, und geht auf die Gassen von Heinz-Zeitike Tel Aviv. Und ja, ich rekommendiere alle, die sind interessiert in der Thema, zu suchen in dem Kanal von Bes Sholem Aleichem, das Filmen und sehen ihn, weil wir können sehen, wie Jehoash beschreibt die Beziehung zu Jiddisch in Eretz Israel, und sehen verschiedene Aspekte. Von einer Seite, man kämpft gegen Jiddisch sehr klar, oder von der anderen Seite kann man sehen euch als seinen Asachiden, was reden sei wie sei Jiddisch. Und Jehoash ruft sie Dora Midber oder die Anussim von Tel Aviv. Was müssen reden Hebräisch, aber auf Anemes willen sie weiterreden, sehr Mameloschen, sehr Jiddisch in Tel Aviv. Warum Adonai dein Gott bringt dich in ein guten Land, ein Land von Bächen Wasser, Quallen und Tiefenischen, was gehen Arois auf Berg und Tal. Seine Überlebungen in Eretz Israel hat verewigt in einem Buch von New York bis Rehovot und zurück. Zwischen anderen Themen behandelt dort euch den Sprachenkrieg in der jungen Tel Aviv. Jiddisch ist du treu wie Chaser. Reden Jiddisch auf der Gass fordert einen gewaltigen Mut. Als solcher, vor wem Herr Grasowski stellt mich vor als Meshorer Jargoni, fragt mich mit Emeser Rachmunes, ich schäme sich nicht, was ich schreibe auf Jargon. Ich bin sich Mäuser Nefesh und sag nein. Sehe ich mit Amul, wie sein Gesicht wird verwolkend und sein frierdicker Rachmunes geht über in Verachtung. Abi, hat gemeint, dass ich bin a Baltschufe. Weiter sehen wir andere Schreiber wie Sholem Asch und wie der Tunkeler, was sagen, als sehr Überlebungen in Tel Aviv sind gewinnt Davke von einer Stadt, in was man redet mehr Jiddisch wie Hebräisch. Das ist auch sehr interessant. Efter, sie treiben über ein bisschen, aber sie schreiben es ja, so Jiden, was haben geredet, ihr ganzes Leben Jiddisch. Es ist bequemer für sie zu reden Jiddisch, und viele ideologisch meinen sie, als mit darf reden Hebräisch, Jiddisch redet sich, wie Bialik hat gesagt ist. Es ist sehr interessant zu sehen, die verschiedenen Aspekte von die Kampf zwischen die Sprachen. Und es ist nicht so poschet, wie man sagt das so. Ja, Unterdrückung oder stam solche Parolen, es ist nicht genug. Man darf reingucken weiter und sehen, also die Geschichte ist komplizierter. In jener Zeit, wenn die Schreibers, wir reden noch auf der ersten Kufe, ja, wenn die Schreibers der ersten Kufe von den Beschreibungen, sie ist dort eine Schaffung in Israel, bei Jiddisch, sie ist dort, sie geht dort Zeitungen, sie ist dort Journalen, sie ist dort etwas geht heraus in Israel. Es sind gewesen etliche Proben herauszugeben, verschiedene Zeitungen. Das ist euch sehr eine interessante Geschichte. Auf Anemes können ich gehen in die Fußtritt von einer Forscher, was heißt Mordechai Kosover, was hat gelebt in Eretz Israel 10 Jahre, von um 28 bis 38. Ist gewesen ein junger Student, was ist gekommen von Vilna, noch lernen sich in der jüdischen Gymnasie dort. Und in Tel Aviv und in Jerusalem hat gelebt in Jerusalem und dort sich gelernt in David Yalin Lehrerschule. Und hat angehört eine Forschung, was ist später geworden, sein Doktorat, wegen dem Jiddisch von einem alten Yeshiv. Ist gewesen sehr neugierig und nicht dann neugierig. Hat gewollt Boyen erzählen die Geschichte von Jiddisch in Eretz Israel und weisen, als Eretz Israel oder Jiddisch, Hebräisch Eretz Israel, Jiddisch in der Partei von Jiden, hat nicht angehäuben
mit Rishon LeZion in 1882. Und es ist eine Geschichte von jüdischen Kehiles vor dem. Und Jiddisch hat Wurzeln in Eretz Israel, was gehen tief rein in einem alten Nische. Das ist sehr interessant für mich. Das ist ein Thema, was ich habe analysiert in der Forschung. Und es weist, als ideologisch sind gewesen solche Menschen, die haben bemes gewollt leben in Eretz Israel auf Jiddisch. Und Kosovo ist gewesen ein Teil von einer Gruppe Schreiber. Es ist gewesen ein Club von jiddischen Schreiber, was man gegründet im Jahr 29 in Tel Aviv. Und sie haben herausgegeben etliche Journalen mit Literatur und Kritik auf Jiddisch. Ich hoffe, dass mein kommende Forschung wird sein wegen dem Club von Schreiber, weil sie haben euch geschrieben sehr interessante Sachen und es sind gewähnt Beziehungen zwischen sie und zwischen die Schreiber, was haben besucht Eretz Israel. Und die Beziehung ist euch sehr wichtig, weil die Beziehung meint, dass es da Verbindung zwischen die verschiedenen Teilen von Jiddischland. Das heißt, Eretz Israel ist nicht eine wüste Insel von Hebräisch, weiter weg von Jiddischland, no, es ist damit gewähnt Beziehungen, Menschen sind gefahren, hin und zurück und geschaffen haben Kehille, was wir heißen, ja, Jiddischland. Und euch mit euch die Zeitungen sind sehr interessant. Ist, Lemoschel, wenn Poalei Zion sind gekommen in Eretz Israel und sich besetzt in Jerusalem, zwischen sie die bekannte Führer wie Ben Zvi und Ben Gurion und Rachel Yanait und Yankev Zrubovel, sie haben angehoben, herauszugeben eine Zeitung von der Partei und es ist gewesen, darf ich auf Jiddisch mit Namen Anfang. Aber es sind heraus, vernehmen es nur 2, 3 Nummern und nicht mehr. Aber von einer Seite haben sie gemeint, dass es im Ganzen normal darf zu schreiben auf eine Zeitung auf Jiddisch und nicht auf Hebräisch. Später sind sie lieber auf Hebräisch und herausgegeben eine Zeitung mit Namen Achdut auf Hebräisch. Und noch ein Dogma. 2 Jahre später, das ist gewesen im Jahr 1907, wenn man daraus gegeben Anfang. 2 Jahre später, 1909, es ist gewesen ein sfardischer Jid in Jerusalem mit Namen Shirizli. Er hat Eule gewähnt in Eretz Israel nicht weit von Saloniki. Und er hat beschlossen, herauszugeben eine Zeitung, eine neue Zeitung. Es ist gewesen möglich, herauszugeben Zeitungen, weil es ist gewesen noch der Revolution von den jungen Türken und der politische Maße ist gewesen ein bisschen mehr bequem. Hat er herausgegeben eine Zeitung in 3 Sprachen. Ladino, Ivrit und Jiddisch. Aber demult haben wir schon gehabt neue Chaluzim von der zweiten Aliyah in Eretz Israel und wir geschrieben in der Zeitung von Ben Yehuda schreckliche Sachen gegen ihn. Wie azoi kann ton azamin zach, es ist eine Verratung, ist ein Mäuser, mamisch unglaubliche Sachen, was man geschrieben gegen ihn, zu lieb dem, was hat gemeint, es ist ganz logisch, herauszugeben eine Zeitung in einer Sprache, wo es auch Jiden in Jerusalem reden. Ja, das ist, die sind euch sehr interessante Sachen. Erstens, ich will sagen, der Oneg von jiddischer Literatur in Eretz Israel ist in Tel Aviv mit der Gruppe, der moderne jiddische Literatur, lassen wir nicht da reingehen zu, ja. Ja, ob man fragt das so, kann man sagen, also mehr oder weniger, sind למשל, es ist gewesen ein Schreiber, Ben Zvi's Bruder, Reuveni, hat gelebt in Jerusalem. Ist auch gewesen in der Redaktie von Anfang und später Achdut und hat geschrieben kurze Erzählungen auf Jiddisch. Man hat sie publiziert auf Jiddisch und mit einer Übersetzung auf Hebräisch. Sind euch vor dem Club
ein bisschen Anhebungen. Jael Haver, was ist da, hat geschrieben wegen Salman Broches, was ist euch gewinnt für der Gruppe, ist dann gewinnt noch ein paar, aber ja, der Club ist eine wichtige Gruppe, schon, ja, kann man sagen. Lass mal reden, eine Minute, man hat geredet wegen der Onne, wegen, weißen, 1907, 1914. Aber wir gehen ein bisschen weiter. Sie werden näher zu der Aufstand von Medinas Israel, ja, von 48. Der Matze wird anders in Israel, wenn er geht zu Jiddisch. Wir reden wegen der Kufe vor der Medina und nach der Medina und versteht sich, dass es da ein größer Chilek zwischen die zwei Kufes. Und euch der Churden hat geändert etwas, sehr wichtig versteht sich, weil vor dem Churden haben gehalten mehr Jiddisch wie a Sakone für Hebräisch. Und nach dem Churden, man hat verstanden mehr oder weniger, als Jiddisch ist schon nicht kein Sakone für Jiddisch und es ist gewesen mehr Sympathie oder mehr Nostalgie und eine Sachzar versteht sich für den Churden und der Fall die Zugang für Jiddisch ist gewesen ein bisschen anders. Aber letztens, mit ein paar Jahren zurück, Rachel Rojanski hat publiziert ihre Forschung wegen der Zugang zu Jiddisch in Medinas Israel noch 48 und sie weiß dort, dass es ist euch eine kompliziertere Geschichte, ja. Es ist nicht Stamm gegen oder Paar, nur beide Sachen zusammen. Von einer Seite, Jiddisch ist ein Teil von der jiddischen Geschichte und man hat genutzt Jiddisch, zu machen Propaganda, für der Partei. Aber auf derselben Zeit hat man gewollt, dass Hebräisch so sein, die Sprache von Medinas Israel versteht sich und der Fall Jiddisch ist gewesen, ja, auf die Seiten, ja, nicht im Zentrum. Und man hat nicht gehodet Jiddisch, wie eine Kultursprache. Wir können sehen beide Sachen. Lemos ist da ein Schreiber, sehr ein interessanter Poet, was heißt Josef Papiernikov, was hat Eule gewinnt in Eretz Israel im Jahr 24. Später sich umgekehrt kein Warsche und noch einmal Eule gewinnt in 33. Und er hat damit gelebt wie ein Oremer Schreiber in einer kleinen Heisel, in einer kleinen Dirrele, auf Dach in Zrubavelgas in Tel Aviv. Nicht gehabt kein Geld, nicht gehabt von was zu leben und beschreibt sein Matzev beemes azoi wie ein Dichter auf dem Dach. Ja? Er ist zwischen Erd und Himmel. Er ist da und nicht da. Er hat lieb Eretz Israel, er hat lieb Israel, er hat lieb Tel Aviv, aber auf derselben Zeit, er wohnt in einer Stadt, in was man lernt ihm nicht. Ja? Er schreibt dafke für Menschen, was leben bederch klal in Ausland, was lernen Jiddisch und dafke in sein Stadt, man hat ihn nicht lieb, oder man hat nicht lieb sein Sprache. Was ist eine paradoxalische Situation, was beschreibt, auf sehr einen interessanten Eufen in der Sache von die Lieder, was hat geschrieben. Noch ein interessanter Schreiber ist Susman Segalowitsch, was ist gewähnt von Warsche und er ist mamisch entlaufen von den Nazis in 1940 oder 1939 in Misrach Polen, von dort in Wilne, von dort hat auf ein Eufen gekriegt ein Zertifikat, zu kommen in Tel Aviv und er hat geschrieben ein Buch, was heißt Mein 7 Jahre in Tel Aviv. Sehr ein interessantes Buch. Ich rekommendiere alle, es zu lesen, weil er beschreibt, was es meint zu sein Apolit von Misrach-Europa in Tel Aviv in die Jahren von der Milchome. Und er sagt, ja, also er sitzt in einem Café Ginati, Rog Ben Yehuda und Allenby, und auf die Wand sind Plakaten, in was es steht geschrieben, Ivri daber Ivrit, aber er mit die Chaverim reden Jiddisch versteht sich. Und man heißt sehr Tischl, das bundistische Tischl, ja, dort wo die Jiddischisten sitzen.
Und beschreibt, wie hört die Schmues, wegen was kommt vor, wegen was geschieht in Mitteleuropa oder in Europa in allgemein. Und ist in Tel Aviv und alles ist so lebendig und schön und junge Menschen und der Jam ist schön. Aber weiß, als dort in unserer Mischproches, ja, gehen zu die Teutlagern, ist ja, sehr eine interessante Beschreibung von den Jahren von der Milchome. Wow. Ja, es ist sicher kompliziert. Ich sage jetzt der Mann, wenn das Gerät mit dem, ich tue es auch mit jiddisch-musealische Objekten, Sachen. Und eine von den interessanten Sachen, der lachendige Sachen, ist, als der erste Titel von Zahl, von dem Militär, ist Titelmacher. Aber was heißt das Titelmacher? Weil, so muss ich geben, eine Gruppe von Iden in Amerika, in Fininde wenig, in jeder Titel ist das Stempel, wo steht Titelmacher auf Jiddisch. Das ist sehr lachendig. Jeder Soldat in Zahl, der erste Titel ist gewesen, ein jiddischer Titel. Sie gewesen geschrieben in Jiddisch, Fininde wenig. Ja, es ist kompliziert. Ich will das mal nehmen, die Massenstrukturen, Tel Aviv, in Jerusalem, viel mehr herein, Kehle, in deine Turm. Was kann man sehen, Aid kommt in Tel Aviv, weiß nicht, lass mal anhaben, eine Date 1920. Was trifft er in die Stadt? Als der Mann des Schreibers, aber in 1920, was kann er tappen Jiddisch in der Gassen? Es ist da Jiddisch in der Gassen? Es ist da Plakaten? Es ist da Unternehmungen? Was tut sich? Plakaten, nein. Ja, in Parhesje, metor nicht kläumischt sein Jiddisch. Die Gdud Megina Safa wollt nicht der Losen als eine Sache. Aber Menschen reden Jiddisch zwischen sich. Und das ist, was ich auf der Mond. Also wir können lernen, le Moschel beim Tunklen. Der Tunklen ist gewesen, euch kennt ihn, ein Satiriker, ein Humorist, sehr gelungener, was man hat gelernt, Asach Menschen in Polen und in Amerika. Ist, wenn kommt in Israel, beschreibt euch als auf sein Stil, satirisch, ironisch, ist, sagt, dass, ja, einmal Menschen fragen die erste Frage auf Hebräisch, Joitze zu sein. Aber wenn man sagt, dass man kann reden euch Jiddisch nicht kosche, haben sie euch zu reden Jiddisch. Jeder es trifft auf eine offizielle Treffung und demult redet man Russisch, nicht Hebräisch. Das ist, was schreibt. Ich lehne das einmal in die Exkursius und der Fall gedenke ich kiemat Balpe die Schures. Ich meine es, ja, Mistome, man wollte gekannt sehen, Herren Jiddisch Umetum in Tel Aviv, aber es ist gewesen eine Politik von Sprachen, wo Megmen reden Jiddisch und wo Turmen nicht reden Jiddisch, mit wem kann man reden und so weiter. Das ist da eine bekannte Anekdote wegen Bialik, wo sie ist gegangen in Gas und gerät auf Jiddisch mit Ravnitzki, sein Chaver von Odessa schon. Und sie haben, ein Mensch ist gegangen nach dem und gefragt Bialik, für was redest du Jiddisch, für was redest du nicht kein Hebräisch, du bist der nationale Poet. Und Bialik hat gesagt, geh in Drerd. Oder öfter hat gesagt, darf ich auf Hebräisch, lech leazazel. Und man hat geschleppt, der Mensch hat geschleppt Bialik in Gericht, weil hat ihn beleidigt. Es ist gewesen eine Meise von gar nicht, ja, versteht sich. Aber wir können sich lernen von dem, als mir hat ja, also viele Bialik hat gerät, wenn ist gegangen auf die Gassen von Tel Aviv, auf Jiddisch, ja. Sprache ist eine komplizierte Sache, ja. Agav, du hast der Mann der Meise, ich hab keinmal nicht verstanden der Meise. Sie da solche verschreiben, aber dem genommen in Gericht, weil hat gerät Jiddisch in der Gas. Mit dem Tage wegen dem oder wegen er hat gescholten, aber beide sind nicht so. Aber was nicht ein Gericht auf versammeln sagt, wie man sagt auf Englisch, there's no case. Es ist ein Stück Aschim. Ja. Es ist nicht gewesen kein offizielles Gericht von der Regierung, es ist gewesen ein Bet Mishpat Shalom von der hebräischer Yishuv in Eretz Israel, und es ist gewesen zulieb der Beleidigung. Das ist gewesen offiziell die Sieben.
Ja, wir können sehen dem Text, ja, wegen dem in Dafka, wo sie raus mit ein paar Jahren zurück ist, dort hat man gedruckt den ganzen Text und wir können sehen, es ist gewesen, der Riker, zu machen Hashem, verot der Mensch, was hat gekannt schleppen Bialiken in Gericht, aber das ist nicht der Ingen, Leut mein Meinung, nur was wir können sich lernen von dem. Als Bialik hat gerät Jiddisch in die Gassen, als Menschen haben gemeint, dass Bialik Tor nicht reden Jiddisch in die Gassen, als ich kenne, dass viele gehen zu ihm und sagen ihm, nicht zu reden Jiddisch auf die Gassen, die sind die interessante Sachen. Es ist nicht gewesen eine mamische Frage von Gesetzen, es ist nicht gewesen Gesetzen gegen Jiddisch, aber es ist gewesen eine Atmosphäre in Tel Aviv, was ist gewesen in allgemein, ja, gegen Jiddisch und gegen Goles in allgemein. Und als wir reden wegen Gesetzen an Kegen, ist, kannst du ein bisschen erzählen wegen der, ich weiß nicht, wie kann es rufen, ein Gesetz, der Takone, was ist gewähnt an Kegen Jiddisch, was es ist doch, da macht Leute, wie viel ist das gewähnt, wie viel Zeit ist das gewähnt, wie viel hat es gewirkt, wie viel hat, ja, wegen der Theater, und du bist doch ein Theatermensch, deshalb kannst du ein bisschen erzählen wegen, Ja, ist noch einmal die, was sind interessiert in der Thema kennenlernen bei Rochel Rojanski in ihr Buch, was ist heraus auf Englisch und in an Übersetzung bald schon heraus, ja, schon heraus auf Hebräisch, ich meine, ist, wir können dort lernen die ganze Sedre und ich kann sagen, nur was ich habe sich gelernt von ihr. Es ist gewesen ein Zensor, ein Jerusche von der britischen Regierung, was hat gekannt zensurieren Sachen, was passen nicht fahren Eulen. Die Medina Israel hat gemeint, dass das kann sein, ein Beigesetz, was man kann nutzen, um zu beschließen, welche Materialien passen fahren Eulen und welche passen nicht. Ist zwischen die Klolim, was sie haben geschaffen, ist gewesen als lokale, das heißt, higere, Hige Künstler können nicht spielen auf einander Sprach achutz Hebräisch. Die, was kommen auf einen Besuch von Ausland, können ja spielen euch auf Jiddisch, Deutsch, Russisch, was es soll nicht sein. Nur Bürger von Israel müssen spielen nur auf Hebräisch. Und ist es logisch, sie nicht? Ja, wir können sich fragen, die Frage, war das sehr wichtig. Aber sei wie sei, es ist gewesen eine Gruppe Schauspieler, die sind gekommen von Polen. In Rosh von sie ist gewesen Nossen Wolfowitsch, ein Akteur von der jüdischen Theater, von dem jüdischen Theater in Warschau. Sie sind gewinne Eulen und versteht sich, als sie haben gewollt weiterarbeiten in sehr Fach und sie haben gegründet ein Theater, Goldfaden Theater in Jaffo. Und den Tag gekommen dort nach Sachmenschen. Was ist interessant ist, als hat später publiziert einen Artikel in letzte Neues, wo hat geschrieben wegen seinen Überlebungen und hat gesagt, dass es wie ein junger Polizist, ein Litwischer, was ist ständig gekommen auf die Vorstellung, die zu geben, ein Protokoll, ein Knas, nicht ein Knas, ein Strof verspielen on aderleubenisch, aber noch geben dem Strof hat sich gesetzt in Saal und gesehen die Vorstellung. Und das ist, versteht sich sehr symbolisch, weil die, was verbeten spielen auf Jiddisch, sind euch die Menschen, was sind der Eulen für die Vorstellungen. Und das ist, was ist befragt paradoxal in der Meise mit Jiddisch in Eretz Israel. Wir kennen eine Sache älter, in was wird verboten zu reden auf einer besonderen Sprache. Eine Sache Imperies haben gewollt, als eine besondere Gruppe Menschen wollten nicht gerät die Sprache, wo sie sehr sprach. Von Irland bis Polen, wir kennen solche Erzählungen.
Aber da in Eretz Israel, was ist sehr paradoxal, ist, dass das, was Jiden allein, was haben geredet Jiddisch, haben nicht gewollt, als Jiden sollen reden Jiddisch. Und mit Tracht wegen dem Azoi, kann man verstehen, als das ist mamisch die ganze Geschichte von Jiddisch, ja, oder von Jiddisch in Israel. Ja, der Paradox. Auf der Fall habe ich euch geschrieben eine kurze Erzählung in meinem Buch, wo sie ist basiert auf der Geschehnis. Ich habe nicht bei es geschrieben wegen Nossen Wolfowitsch, nur ich habe sich gesagt, dass öfters es gewinnt ein anderer Akteur, was hat ausgeklieben zu spielen ein bisschen Stand-up in einem Café in Tel Aviv. Und es ist da gekommen, der Poliziant zu geben eine Strophe alle Abend. Aber euch gewinnt sehr neugierig zu sehen, die Vorstellung und Hanoi gehabt von die Witzen von mein Akteur, mein Stand-Upist in der Erzählung. Und durch den habe ich geprüft zu beschreiben, ja, die Situation, wie ich verstehe sie in Eretz Israel in 1950. Also der Mann, dein Buch, Litzchokim Letaot, Lachen mit Yatscherkes, efter später, oder, weiß ich, in der YouTube-Video will ich aber das stellen, einen Link, auf wo kann man das kriegen oder kaufen oder etwas so. Der Buch ist auf Ivrit, aber der meiste sind in Wegen, haben zu tun mit Jiddisch. Und ich habe sehr lieb gehabt, es hat eine von den meisten wegen Amachteret, jüdische Untergrund in Tel Aviv, einige Zeiten, was geht und spritzt Graffiti in den Gassen von Tel Aviv. Äh, und du hast herausgegeben das Buch. Mit ein Jahr später habe ich bemerkt, dass Tel Aviv ist angespritzt mit der Sache Graffiti, was so, wir wollen sie überleben. Und andere Graffiti. Und ich weiß nicht, das ist du, ich will nicht das Moide sein bei Rabbi, aber sicher einer, was hat gelernt, hat das faktisch gegangen und getan. Weil Tel Aviv ist angespritzt. Ich habe hunderte, nicht hunderte, zahlreiche Bilder von Graffiti von den letzten 2, 3 Jahren in Tel Aviv, was ist angespritzt mit jüdischen Häusern. Ja, Was, ja, da erzähl ich, ich schon ein bisschen wegen der Meise. Wie ist gekommen, der Gedanke. Ja, ich kann nicht nehmen Kredit für ja. für die Inspiration für die Graffiti-Schaffers, wo gewinnt stolz zu sagen, also sie Mhm. haben eine Geschäftsinspiration von mir, aber ja, ich tue nicht kein Graffiti, dafür bin ich ein Schreiber, ich so können schreiben wegen, als solche, was schreiben Graffiti und nicht schreiben die Graffiti allein. Das lasse ich für andere, mehr brave Menschen wie ich, aber ja, es ist gewesen ein Film, was ich habe gesehen schon mit etlichen Jahren zurück, ein österreichischer Film wegen einer Gruppe Antikapitalisten, was gehen rein in Häuser von reichen Menschen und ganz wenn gar nicht, nur machen ein Balagan in Salon und gehen raus und losen über eine Meldung, als die fette Jahren sind vorbei. Ja, kdei zu weisen, als wir können nicht weiterleben in einer kapitalistischen Gesellschaft, in was Teilmenschen sind reich und Teilmenschen sind sehr arm. Das ist gewesen einer von meinen Inspirationen. Ich habe gemeint, oh, lass mir sagen, es ist nicht kein Untergrund, antikapitalistischer Untergrund, nur jüdischer Untergrund in Tel Aviv. Was wird sie getan? Sie proben euch zu tun etwas als sonst. Reingehen in Häuser von Menschen und überlosen Zeitungen auf Jiddisch und solche Sachen. Oder der whole Epoche sind Fantasie. Sie trachten wegen dem. Aber beim Stoff von der Mais ist es da auch eine Treffung zwischen ein Gestalt, eine Frau, was ist ein Teil von der Untergrund, und ein Palästiner, was kommt von Kanada, der zu sehen das Haus von seine Seide Bobbe. Ähm,
ist dort probiere ich zu sehen, wie wir können trachten wegen die zwei Katastrophen, was wir haben da im Land. Das von die Pleiten, was sind gekommen von Europa und das von die Pleiten von der arabischen Bevölkerung da im Land. Da meinst du mir am meisten, was ich auch gehört von Dr. Martin Schäfter, das er ist der Gründer von der Jiddisch-Liga, und es ist gewesen eine Konferenz ihr kennt ja die Konferenz, ist online auf unserem YouTube-Kanal, und dort einer hat erzählt, dass er hat vielleicht fahren in der Subway in Amerika, also er vielleicht fahren mit dem Metro und lassen jiddische Zeitungen auf dem Metro. Die Menschen sollen sehen, als sie walgern sich jiddische Zeitungen auf der Metro, so sie spielt mir etwas so, der Gedanke ist, geht zu aufwecken, dass ich gewinne den Gedanke zu, wir sollen ausschocklen, die israelische Menschen, die aufwecken, sich eins, die da sagt, Jiddisch, das ist dein Gedanke mit dem Meise. Die Motivation von die Helden oder die Motivation von mir, schreibendig, die meisten? Die Helden, jeder einer von sie ist ein anderer Mensch. Ja, es sind Sachakol drei Menschen in dem Untergrund. Eine ist ein Jiddischist, was meint, als wir dürfen haben mehr Jiddisch in Erz Israel. Ein anderer ist ein Idealist, was will schaffen eine Revolution und er ist sehr ernst und sehr zugegeben zu der Untergrund. Und ein dritter ist ein ex-charedischer Bocher, was kommt von Jerusalem, er hat nicht wo zu wohnen, wohnt er dort in dem also gerufenen Städtel von dem Untergrund. Ja. Das ist Poshet für ihn wie für dir, Ja. die Muttersprache. Ja. Wow. Lass mal ein bisschen gehen von dem zu den Touren, was du machst in Tel Aviv. Und als mir geht ein kurz von der Graffiti, was ich oder man. Jiddisch ist nicht auf der Gasse von Tel Aviv. Ist auf wo fühlst du die Menschen? Was sehen sie in der Tour? Ja oder weniger? Eins. Wie Sache solche Exkursions, das ist der Riker eine Exkursion in Sikoren. Ja, man steht neben einem Haus, wo es etwas ist vorgekommen und man darf sich vorstellen, was ist da vorgekommen oder lehnen Texten von den Schreiber, was haben geschrieben wegen Tel Aviv in die Jahren. Man steht neben dem Kiosk, dem ersten Kiosk in Tel Aviv, wo man hat verkauft, wie alle wissen, Gazoz. Und man lehnt, was Scholemash hat geschrieben, wegen dem Gazoz in Tel Aviv, wie ein Phänomen, was ist äußergewöhnlich und man verkauft auf jeder Schritt und Tritt Gazoz. Oder ich spaziere in Jafo und ich planiere zu führen ein paar Spazieren in Jafo im März. Und dort hat der bewusste Poet Avrom Sutzkever lieb gehabt zu sitzen und schreiben, Café Aladdin. Ist Stam sein Leben Café Aladdin, was existiert noch heint, nicht sehr aktiv, aber es existiert, wir können sehen, und trachten wegen Sutzkever'n, was sitzt dort und schreibt Inspiration und schreibt da keine Erzählung, was heißt der Zwilling, was kommt vor in Ort der Café, ist sehr rührendig für mir. Er hat euch geschrieben, Sutzkever, ein Ziklieder, was heißt Alt Jafo in Regen. Und wir können sehen, dass Sutzkever hat sehr gut gekannt Jafo. Ich meine nicht, dass ich habe gelernt etwas auf einem Niveau wegen Jafo auf Hebräisch. Ja, weiß sehr gut die Geschichte von Jafo und nutzt die alle Elementen in dem Ziklieder, כדי zu beschreiben die verschiedenen Parscheinen, die verschiedenen Typen Menschen, was sind dort in Jafo, כדי zu beschreiben seine Überlebungen wie Apollet von Vilna, was ist gekommen nach dem Churban, und seine Überlebung euch wie Amin Joine Hanovi, weil seinen Dick versteht sich in Jafo, Juden und Christen trachten bald wegen Joine Hanovi, was ist entlaufen von Gott, von Jafo Port.
Und Sutzkever will euch einmal entlassen von seinem Schliches, wie ein Yiddishist. Und entdeckt, dass es ist unmöglich, ja. Ein Yiddishist muss dann sein Schliches, ja. Dit ist einer von der, was weckt auf Jiddisch in Tel Aviv, kann man sagen, nicht nur in Tel Aviv, in Israel, mit den Kabaretten. Schon der Mond ein bisschen in Onev, wir haben gehört einer von den Lieder, Take in Jafo. Lass mal reden ein bisschen wegen dem. Wie ist dir angegangen mit dem Kabaretten, wenn du es angegangen schreiben, die Kabaretten? Und ich muss sagen, Fabian, mir geht zuzunehmen, dass du bist zwischen der einzige jiddische Schreiber, so schreiben einseitige jiddische Spielen, ja. Es sind nicht Dramas, es ist Kabaretten, es ist etwas anderes, aber ich meine, es ist auch ein Kabarett noch was Teil, was man nicht gesehen, es ist ein Stil, was man nicht gesehen hat, es ist geschriebene Kabaretten, ja, es ist nicht stamm, sie geschieht, es ist geschriebene, es ist da Sache, Aktion, ich habe auch gespielt in einer von den Kabaretten, ich weiß, es ist da Probe, es ist also Zichiba, es ist nicht am Kabaretten, also ich weiß, es da geht darauf auf den Biene. Erzähl mir, wie ist dir angefangen, der Gedanke, wie ist dir so gegangen? Ja, der Initiative ist nicht meine, es ist Estini Sims. Sie hat angehäuben, sie hat vollendet schreiben ihr Doktorat in 2017 und beschlossen, dass es Zeit anzuführen etwas Neues. Und sie ist gekommen mit dem Gedanken zu schaffen ein Kabarett. Unheimlich hat sie gemeint, dass es wird sein klein, paar efter 50, 70 Menschen in Lobby von Beth Sholem Aleichem, in einer Atmosphäre wie in einer Kretschme, mit ein bisschen Wein, mit verschiedenen Liedern, mit verschiedenen Skizzen. Was kommt vor? I can't understand. Mit Essgeschwit, mit heißen Tränenrei, mit heißen Tränenrei, ja, 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 ja. Sixes legendär in Sinn, in Jach, wie bin dein heißgeliebte Freund, dein heißgeliebte Freund. Willkommen, sein gegrüßt. Welcome im Kabarett. Oh. In. Do you feel good? bin sicher. וחושך על פני תהום und die Finsternis schaf dem Obgrund ורוח אלוהים. הוא זיהה את היהודי הזה, את העיניים האלה. Gott, wenn Avrom von Yitzhak und von Jakob, behit und bescherm dein lieb Volk Yisroel, wegen deinem Leib, als Liebe, Shabbos Koidigkeit erweckte, siehst du, Liebe, wach zu uns kommen, zu gesehen, zu leben, zu Parnasse. Hey du, nipsig knoll, du bist aller Büberei voll, überall kennt man dich wohl. זה טוב שלא כולם מבינים יידיש השנה, כי השיר הוא מאוד גס, ואליהו בחור ממש לא אהב את ההלל כהן הזה. Zittert der Eber in der Hand und fingert wie Scharlachrot. אל נא תתייראנה מאיש חי בן צבא. נצאנה הבנות תורנה, מה כתוב בצנרנה? Die erste Schuhe auf dem Tag hat Gott eingesammelt die Erde. באיזה שעה זה היה? הוא היה חבר הסתדרות. לא בטוחה, לא יודעת. ist Fünfphaseger in der Früh. Wenn ich bin gekommen auf dem ersten Kabarett und ich bin nicht gewesen beschäftigt mit gar nicht in dem, es hat gemacht ein Räuschen auf mir wie etwas sehr lebendig. Was ist etwas, was wir suchen, Keseder auf Jiddisch, ja. Oftmals sehen wir allerlei Vorstellungen, in was mit der spielerischen Nostalgie und ein bisschen Schmalz und solche Sachen. Aber dort ist es eine Atmosphäre von etwas, was lebt, was ist anders.
habe ich gesagt, erst einen größten Scheuer und zweitens, ob ich kann etwas schreiben für dem euch. Und ich habe angehoben schreiben ein bisschen. Erst eine Skizze, 2 Skizzes und es hat sich entwickelt zu etwas im Ganzen anders. Auch ein Teil zu lieb dem, was ich habe geschrieben, neue Materialien, sind nicht gewesen nur Bearbeitung von alten Skizzen oder Lieder oder der Erzählungen. Es ist gewesen ein Jahr, das erste Jahr ist gewesen solche 6 kleine Kabaretten mit verschiedenen Themen. Und bei dem zweiten Jahr, bei dem zweiten Jahr ist es schon gewesen 4 Kabaretten, was jeder eine von sie hat gespielt 2-mal. Einmal in Beth Sholem Aleichem und das zweite Mal in Tmuna Theater in Tel Aviv, wo es ist mehr, ich weiß nicht, Avantgarde, mehr Fringe und andere Menschen kommen dort zu sehen Theater. Und wir haben gewidmet jeder Vorstellung aufeinander Themen. Haben wir gehabt auf all die schwarze Jahr wegen Schäden. Ich habe gesucht Inspiration in verschiedene jüdische Texten, aber in der jüdischen Kultur auch. Ist der Moschel eine von den Skizzen, was ich sehr lieb bis jetzt dort, ist eine Treffung zwischen einem jüdischen Shed, was ist gekommen von Polen nach dem Churban, reingeschmuggelt in ein Bord von einem alten Jiden, mit einem Genie, was lebt in a Heil, in Galil, lebt nach Quellwasser. Ja, und sie entdecken, als sie haben eine Sache beschutfestigt zwischen sie, zwischen einem Palästiner Genie und einem jüdischen Shed. Und auf Nemes, was Menschen tun heutzutage, ist eine Sache schrecklicher, von was Shedim und Genies haben getan in ihre ganze Lebens. Das ist ein Eufen zu reden wegen Israel mit 2000 Jahren zurück. Ja, die Gemurre erzählt schon wegen die Schäden, wo sie einen Gebäuren gewohnt von der Sint von der Jiden. أنا لحالي اللي اشتغلت كل العمر بحماة فيريا. Wie viele Menschen, Studenten, Talmidim, Sommer ist noch weit. Aber mir gehabt ein Kabarett gewidmet Geld und Schoire. Der Name ist gewesen Schoire ist der beste Teure. Verkehrt von was man darf sagen bederich klar. Idole sein, Rebidl gib Geld, Rebidl gib Geld. A Plombe, a Fleisch und a Echscher ein Wein. Mein lieber Rebidl gib Geld. Willst die Huben a Kuschern es Rogamal? A Kuschere Mikve Rebidl Batzol. Verkäuses Charäuses für alles in der Welt. Mein lieber Rebidl gib Geld, gib Geld. Rebidl gib Geld, Rebidl gib Geld. Azoi hat die heilige Teure gestellt. Willst du noch hören die ewige Welt? Mein lieber Rebidl, gib Geld. Willst du huben fin Chomet kein Chasch? Rebidl, gib Geld, Rebidl, gib Geld. Kuschere Knädlich mit Kuscheren Jasch. Mein lieber Rebidl, gib Geld. Willst du Erev Yom Kippur gehen hab Mamul? Kuschere Malki Rebidl Batzul. Verhalkes, vermalkes, für alles in der Welt. Mein lieber Rebidl, gib Geld, gib Geld. Rebidl, gib Geld, Rebidl, gib Geld. Azoi hat die heilige Teure gestellt. Willst du dir kaufen die ewige Welt? Mein lieber Rebidl, gib Geld. Rosh Hashanah in Schul. Rebidl, gib Geld, Rebidl, gib Geld. In dort in Gan Eden a goldene Stuhl. Mein lieber Rebidl, gib Geld. Willst du
gewesen ein Kabarett, was hat geheißen Wilde Chayes, in was verschiedene Chayes haben abgespiegelt für uns Menschen. Gegangen ist Ingele in Felder zwischen Sangen und hat a kleinschig Fegele a Schwelbele gefangen. Befrei mich schönig Ingele, oi los mich fliehen. In Feldele, in Wäldele, zum Nestele losen ziehen. Tralala, la 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 la, la 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 la. Ich muss es gewesen ein Monolog von der Hund, von dem Hund Bolek, von Agnons Roman, ja, sehr Jerusalemer Hund versteht sich. Und die Überlebungen, was hat in Jerusalem, versteht sich sehr symbolisch und versteht sich. Also Bolek hat gerät Jiddisch, was meint ihr? Also Bolek hat gerät Hebräisch, ist gewinnt von mehr Schören, versteht sich, also hat gerät Jiddisch. Ist auf der Bühne reden Jiddisch. Oder es sind gewinnt, was noch, ein Televisieprogramm Kloimerst, in was das Kelbel von Aaron Zeitlins ein Lied, alle kennen das Lied, ja, Donna, 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 was mir fehlt der Kelbel zu der Schritte und weint, und der Poyer sagt ihm, was weinst du? Wollt gekannt sein da ein Schwalb, wollt man dir nicht geschochten. Wir haben gespielt mit dem in einer Reality-Show, in was mir probt zu lernen, das Kelbel wie zu fliehen. Ja, kedei man soll ihm nicht schärfen. Aber wir wissen, dass ein Kelbel kann nicht fliehen. Viele Oiber will stark das tun. Und das ist laut meiner Meinung, was Zeitlin hat gemeint mit dem Lied. Nicht als man darf sein fähiglich, nur als es sind solche, was sind schwach und können nicht fliehen. Und wir dürfen nicht Scherten sein, a viele, ob sie sind schwach. Ja, das ist meine Interpretation zum Lied, und das ist, was ich habe geschrieben. Es ist gewesen sehr schön zu sehen, das auf der Bühne. Sie ist also, letztens habe ich verstanden, als man wird mich bald נו? שכתי. יפה מאוד. זאת אומרת, נורא והיום. אתה יכול להיות יותר ספציפי מתי זה יקרה? Ich weiß nicht, mehr kollerlei Diburim im Stall. Schmues. In der Woche rum, öfter zwei, bald Menschen oben welche Fleisch von ein Jungkälber, nicht Muskeln von einem großen Ochs. מה שנכון, נכון. אין כמו בשר של עגל רך, זה נמוח בפה כמו חמאה, זה haben wir gehabt ein Kabarett gewidmet Mashiach, ja, verschiedene Fantasies von Mashiach. Und du hast genommen Anteil in dem und gegeben uns ein Rezept für ein Pita mit Liviosen, für den letzten, für Mashiachs Sud. Das ist gewesen. Jeden, kim daheim, Mashiach wird schreien in die Gassen für die Rishanayim. Jeden, kim sie gehen, mit Liebschaft, mit Schulem, sie sehen es, so sie kann von der Chaim, geht der Bride. Ja! Soll nehmen einen Autobus, wie alle Menschen? Nein, sagen sie, Tradition ist Tradition. A weiße Eisel muss sich mit Zigaretten Sockel und Schiers. כן, בית המקדש, הר הבית, הדגם הקלאסי. זה לא מתחבר. פשוט לא מתחבר. לא מתחבר לאלוהים. Ich hab dus gekocht mit ein bisschen Chaserschmalz. Wie es heißt, der Mashiach. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מה תראי סירים? גאולה, טעם גן עדן. Der Karneval. Später, jetzt muss ich wohlfühlen. Entschuldigung. סופר שכתב ביידיש, שזו שפה מצחיקה. בוא, יש פה רגע. בכל דור ודור
חיוב אודום, לירויס את עצמוי, כאילו הוא אייל שני. אני פמיניסטית, אני קווירית, אני פוסט-ורניקולרית. אני השמאל החדש, אני השמאל הישן, אני השמאל שעוד לא המציאו. אני בונה מגדלים באוויר, אז מה? אני הולכת לא כדי להגיע, אני הולכת כדי ליהנות מהדרך. De los baños de lavarse, mi amor. Nachdem haben wir gehabt ein Kabarett gewidmet Sex. Der Name ist gewesen Kutzenju Mutzenju. Und nachdem ist gewesen Corona. Und schon nicht gekannt spielen gar nicht. Aber mit der Jahr zurück haben wir gehabt noch ein Programm. gewidmet Jiddisch, mit Namen, wie ich habe gesagt früher, Mameloschen in Tatenaran. Ihr sagt, dass Jiddisch ist kein Sprach, grammatisch und negidisch. Ich kann euch sagen nur ein Sach, dem Jidens Sprach ist Jiddisch. In Jiddisch träumt mein Ohr mehr Jid, was teug mir jeder Pschettel. In Jiddisch klingt Schulamis Lied, in Jiddisch rett mein Städtel. Mein Mirale Efros red Jargon, mein Bonje schweigt in Jiddisch. In beide stehen Eubnon und sennen schön achidisch. Wie lieb mein Mames Nigen klingt von jenem weißen Ziegele, was red in Jiddisch in es bringt, a Himmel in ein Wiegele. In Jiddisch gräßt mir die Fabrik, in Jiddisch räuscht mein Kine. Von falsche Freiheit, was treibt zurück, mein Jid von ihr Medine. Es mögen geben unser Pnei, vor unser Sprache Groschen. Wir lachen sich aus von sie und reden Mameloschen. Letztes Jahr haben wir gehabt ein Programm, aber das ist schon gewesen auf Hebräisch. Und das ist vorgekommen in Bes Sholem Aleichem. Und das ist gewesen Monologen von Gestalten, von den Erzählungen von Sholem Aleichem. Das ist gewesen ein Proof, zu bringen Hebräischreder zu den Erzählungen von Sholem Aleichem und durch dem auch zu der jüdischen Kultur. Und heuer, als es gegangen kapoyer, versteht sich, ist lassen wir hoffen, dass es wird sein besser und wir wollen weiter können schaffen neue Sachen. Es ist da etwas, wie mir sagt, da reingelegt, scheint. Was sie warten uns, was da schon angegräbt und wir warten noch auf eine Gelegenheit, dass alle raufkommen? Noch nicht. Es sind gewähne Gedanken, aber nicht geschrieben. Ich kann nicht zusagen gar nicht. Wir wollen haben Exkursies. Heint, ja, ich tue Exkursies zusammen mit Estin. Die sind nicht nur Exkursies, nur eine Kabarett-Exkursie. Wir haben das entwickelt beschass der Mageife, כדי wir sollen kennen Ton Epes in Dreußen und nicht in Asal. Wir besuchen למשל dem alten Besäulen in Tel Aviv und ich erzähle ein bisschen wie ein Wegweiser wegen dem Besäulen und plötzlich treffen wir eine Frau, was kommt zwischen die Quorum und sagt, dass sie sehr zufrieden zu sehen,
solche Gruppes Touristen und sie hat uns zu erzählen wegen a schwarze Gruppe, wo sie ist vorgekommen in dem alten Besäulem, wenn wir hat ihn gegründet im Jahr 1902. Ist, ja, es ist ein besonderer Min Exkursie, was ist, wenn es Theater mit einer Exkursie. Ist, ob einer will wissen, wenn es kommt vor, kommendige Programm, dafür gucken, wo. Welche Programme? Was kommt vor? Die Neues sind Natur, aber als einer will wissen Natur, als einer will wissen ein Kabarett, was du machst, also, ja, wo kann gucken? Ja, ist die Neues kommen von Best Sholem Aleichem. Ich arbeite in Best Sholem Aleichem. Ich lerne dort, aber ich tue auch andere Sachen. Und der Kabarett existiert in Schus von Best Sholem Aleichem, versteht sich. Es ist euch wichtig zu sagen. Ist auf der Webseite von Best Sholem Aleichem kennen, bei der ich klar finden die Neues. Ja. Ja, noch nicht так so eine Schkoer, Professor Avrom Nurstern, was stützt das, ja. Ja, es ist nicht selbstverständlich, weil es ist schwer zu ziehen an Eulen Pfarrer in solche Projekten und ja, versteht sich, also Geld macht man nicht von dem, aber es ist wichtig. Ja, anders wollten wir nicht gehabt eine Zukunft für Jiddisch. Ja, es ist bei mir ein Schuss, zu können schreiben etwas Neues auf Jiddisch. Und ich muss sagen, dass die Arbeit von Best Sholem Aleichem gibt der Reus Jiddisch auf der Gassen. Das wird gerät fahren wegen Plakaten. Ganz Gush Dan, ja, die ganze Gegend von Tel Aviv ist gepackt mit Plakaten und kommen lernen Jiddisch in Best Sholem Aleichem, oder wenn es ist da Kabarett, kommt es an der Kabarett und es ist geschrieben und ja, sehr schön gemacht und sie bringt da Jiddisch zu den Gassen, zu den Menschen. Ja. Durch die Affischen, ja, was wir probieren zuzuziehen Menschen, sich zu lernen Jiddisch, ja, aber Gut, es ist noch da eine Sachfrage, aber lassen wir endlich da und lassen wir geben eine Gelegenheit für die Reule, ob wir will kriegen Fragen, oder sagen Bemerkungen, sagen Steuer oder was. Ist sei gesund dabei. Ja, aber so wenn Sie wollen, ihr könnt sich просто euch die fragen, oder ihr könnt fragen in die Schmuskessel, ich will das fragen euer. Und dann sagen, das früher habe ich gesehen, wie das gewesen hat, eingestellter Bild. David Masur hat eingestellt ein Bild von Geoyos auf ein Pferd. Ist das gesehen? Ich muss das... Es sind doch etliche sehr interessante Karikaturen in die Zeitungen von der Kufe mit Jehoaschen. Es gibt ein Kulturheld, ja, für die Amerikaner Iden und ja, das ist sehr gut. Ich bin Chaim Alperin. Ich bin ein Visitor, Blois. Ich weiß nicht so ja gut Jiddisch, aber es ist interessant, was passiert mit Bialiken. Wenn wir ihm gefragt, für was redest du Jiddisch? Und hat ihm gesagt, Lech Lazazel. Ist nicht ein schöner Platz. Ist interessant, hab nicht gekonnt, die Geschichte. Was ist gewesen der Psagdin in dem Gericht? Und wir kennen den Sof. Der erste Mal, was ich sage. Ja, die sind nicht auf einer Meinung, die sind interessante Sachen. Aber was ist gewesen der Sof ist, dass der Mensch, hat geheißen Aaron Nachmani, hat gesagt, dass Bialik hat ihm gescholten auf Jiddisch. Lech Lazazel. Nein, aber hat gesagt, dass das ist gewesen auf Jiddisch, als Bialik hat gerät auf Jiddisch. Und der Pfarr ist gewesen besonder beschuldigt. Und Ravnitzki... der Pfarr, das ist gewesen in Jiddisch. Ja. Ravnitzki hat Edus gesagt, als Bialik hat gesagt, tak ja Hebräisch Lech Lazazel, und der Pfarr Nachmani hat gesagt, oi bazoi, ich annulliert, ich ruf ab mein weiß nicht, mein Case. Ja. Das ist gewesen der Sof. Aber noch einmal, die sind... eine Kleinigkeit. Dank. Schönen Dank, Jad. Schönen Dank. Das ist sehr interessant. Danke für dir, Kommen, ja. Sachen neu von deiner Lektion. Nicht Lektion, Interview. Ja. Sehr interessant. Klare Jiddisch.
ein klar Jiddisch. Und das ist alles. Ein größten Dank, Jad. Ein größten Dank. Ich meine, ich habe sich ausgelernt, heute sehr neue Sachen, was ich auch keinmal nicht gehört habe. Nu, Schön, ja. Ob ein Mensch wie du lernst von mir, ist באמת... Schönen Dank. Einer fragt mir im Privat, wo können wir schaffen dein Doktorat und dein Buch, was du hast geschrieben? Ist da irgendwo, wir können es treffen online? Das Buch befindet sich online, versteht sich. Wir können es kaufen, es ist in Zmorabitan. Wir können kaufen direkt von Zmorabitan oder in verschiedene Bücher kommen. Oder digital, es existiert auch auf Ivrit. Mein Doktorat, man darf warten noch ein bisschen Mirchem, ich hoffe, also in ein paar Chadoshim, Major, Efscher, es wird ein Kearois, aber ich darf nur, ich warte noch vor dem. Ich hoffe, also geht rauskommen wie ein Buch, Tage? Noch nicht, aber ich warte zu hören. Und ja, lass mir hoffen, dass es wird Tage vorkommen. Und wir werden kennenlernen, mein Doktorat, meine Forschung in Apo. Sehr gut. Gut, ich sage größten Dank für den Kommen. Es gibt einen sehr Geschmack. Und ihr werdet das alles kennenlernen auf YouTube. Seid gesund. Danke für den Kommen. Seid gesund. Ja,